Willkommen. Nimm Platz an diesem Tisch von Gemeinschaft. Du bist genau am richtigen Ort heute. An diesem Tisch von Gemeinschaft Platz nehmen, neben der Weltretterin. Für die steht die Rettungsweste, das ist ein bisschen klein zugegeben. Aber an diesem Tisch hockt, an diesem Stuhl hier, die Weltretterin. Das ist die, wenn du die am Tisch hast, dann kann dir nichts mehr passieren. Weil beim kleinsten Problem am Horizont ist ihr Auftritt. Sie kommt auf und sie übernimmt. Es gibt nichts Besseres für dich. Das Problem ist, ab sofort nimmt dies und sie löst es für dich. Sie hockt neben dir an diesem Tisch. Das ist aber nicht nur das Zweite, sondern noch der kleine Prinz hockt an diesem Tisch. Der kleine Prinz, der bis jetzt durchs Leben gegangen ist, immer so mit so einem Palmwedel über dem Kopf, oder? Ein Leben im Halbschatten. Nie richtig die Sonne gesehen. Immer Leute rundherum, die alles gemacht haben für ihn. Das ist so der, wo man denkt, ja, irgendwann lernt der den Ernst vom Leben auch noch kennen. Lustigerweise gibt es Menschen, denen passiert das nie. Nein. Ich weiß nicht, wie viel wir da drin haben. Aber der kleine Prinz ist sich nicht gewöhnt, dass er das Zeug selber lösen muss. Weil bis jetzt immer Leute hatten, die mit Mittel und Macht und Kraft geholfen haben, dass er nie das machen muss. Der kleine Prinz ist auch an diesem Tisch. Oder der Verstärker, der Elefantenmacher vom Beruf. Gib ihm eine Mucke und du bekommst einen Elefant retour. Das ist der ganz genau sieht, wer das hier in dieser Runde nicht genau gerade auf dem Stuhl hockt. Das ist der ganz genau sieht und rauspointet, wo irgendetwas nicht ganz genau so ist, wie es müsste sein, nicht konform ist. Und der Militärhut, es gibt auch noch anderes im Militär, aber im Militär habe ich das oft erlebt, dass Leute ein Detail rausgepickt haben und nachher Hunderte von Menschen aufgescheucht haben wegen dem. Der Verstärker, bring ihm eine Mucke und du gehst mit einem Elefant heim. Coole Typen. Dann haben wir noch den Vereinfacher oder den MacGyver unter uns, die den noch kennen. Der weiss Bescheid, ich sage nichts. Ob Politik, Beziehungsproblem oder du beim Arbeiten mit deinem Chef. Schau, du musst einfach so und so. Wenn die hier in Bern, oder, mal richtig heranschauen, dann würden sie auch schnallen, dass es nur dieses und jenes braucht. Politik ist so einfach. Es fragt mich einfach niemand. Das ist das grosse Problem. Aber für ihn habe ich ein Gaffer-Tape, das hat die Welt zusammen bekanntlich, und ein Sackmesser. Das ist die Lösung für alles. Man müsste ihn nur fragen. Dann haben wir den Ausgleicher. Die Ausgleicherin. Die am Tisch hockt und schaut, wo das Dynamiken wagen, aus dem Lot rauszugehen. Und so ein bisschen schaut und so, oh, da ist jemand, so ein bisschen, oder der Puls geht ein bisschen auf und die sieht das gerade. Und dann probiert sie gerade Gegensteuer zu geben. Und wenn irgendwo die Harmonie gestört ist, auftritt die Ausgleicherin mit der Wasserwaage, die lebende Wasserwaage, und probiert das wieder gerade her, das ist gar nicht so einfach, so mit Freihängen, gerade herzubekommen, dass ja nichts irgendwo ein bisschen eckig oder kantig ist. Die hockt auch an diesem Tisch. Jemand fehlt noch von dieser selbstverständlich abschließenden Liste. Der Pausenklon. Der vom Beruf Spass ist. Die Welt braucht Pausenklöne. Die Welt braucht Humor und mit einem Täfeli Schoki ist eigentlich 90% der Probleme sind mit einem Täfeli Schoki gelöst. Es braucht einfach ein bisschen mehr Freude. Die müsstet einfach mal aufs Gute schauen in dieser Welt. Und das kommt mit so einer Kadenz und Dominanz, dass alles nicht so gut, alles Schwierige verdrängt. Ich bin nicht sicher, ob es gelöst ist. Aber der Klon ist verantwortlich für die Stimmung und er sorgt dafür, dass ganz sicher nichts Schwieriges an diesem Tisch diskutiert wird. Und seit neuestem gibt es eine neue Spezies an diesem Tisch, das ist der Abwesende. Also physisch ist er schon da, oder? Aber das Handy so vor sich, wo er in seinem Geistigen, in seinen Gedanken ist, weiss man aber nicht so genau. Vielleicht hat er mega etwas Wichtiges im Job, vielleicht ist er so wichtig, dass er einfach gebraucht wird auf der ganzen Welt und sich es erlauben, hier nicht am Tisch zu sein. Vielleicht kommen die neuesten Memes rein, oder er muss schauen, was seine Kollegen alle machen. Der Abwesende, auch der sitzt am Tisch. Und irgendwo in dieser Runde
bist du herzlich willkommen, herzusetzen sitzen. Du, wo du von Beruf was auch immer bist, welche Vorlieben du immer hast, nimm Platz in dieser illustren Truppe. Ist das nicht eine romantische Vorstellung von Gemeinschaft? Gemeinschaft auf Augenhöhe, so wie wir es letzte Woche davon hatten, bedeutet, dass all diese Menschen mit ihren eklatanten Schwächen Platz haben. Jeder ist willkommen, bedeutet, dass auch die an diesem Tisch werden Platz nehmen. Und natürlich habe ich da ein bisschen ausgemalt. Das sind auch Stärken, die die Personen haben. Aber wenn so eine Gemeinschaft von so Leuten zusammengewürfelt einfach mal so ein bisschen ins Laufen kommt, kann es schon mal sein, dass es ein bisschen unromantisch wird, ein bisschen unbequem. Und ich stelle fest, bei mir, wenn ich so über Gemeinschaft nachdenke, dann habe ich oft das romantische Bild im Kopf. Und ich glaube, da hilft man einander, da schaut man füreinander, da kommt jeder zu Wort, oder? Und da geht niemand unter. Wenn ich aber ein bisschen darüber nachdenke, dann merke ich, nein, oft ist es gar nicht so romantisch. Vielleicht will ich es manchmal nicht wahrhaben. Aber wenn ich wirklich in einer Gemeinschaft lebe, an einem Tisch sitze, wo alle Platz haben, dann ist das eine echte Herausforderung. Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Das heisst, ich kann ja auch mir die Gemeinschaft so zusammenstiefeln, wie es mir passt. Also ich kann mir die Leute suchen, die so wie ich auch ein bisschen ähnlich ticken, ein bisschen ähnliches Welt- und Gottesbild haben, politisch sowieso im gleichen Spektrum. Und dann haben wir das Zeug gar nicht. Das funktioniert auch. Man kann das so umgehen. Eine coole Gemeinschaft haben von einer Truppe, die sowieso alles gleich sieht. So ein bisschen in diesem Spannungsfeld stehen wir. Und jetzt kommt Jesus und modelliert etwas Frisches. Er verdreht es mal wieder. Er sagt, sucht er nicht die Leute, die dir am besten passen. Er hat die Jünger auch nicht so ausgesucht. Sondern er hat mit den Leuten, die um waren, die bereit waren, hat er gearbeitet. Oder denken wir mal an die Jünger, die diskutiert haben, wer von ihnen der Wichtigste ist, oder? Eine coole Truppe, ein massives Team mit einem riesen Auftrag. Sie müssen ja den Auftrag von Jesus übernehmen und weiterführen. Und das Einzige, was sie zu tun haben, ist darüber zu streiten, nebst anderen Sachen, darüber zu streiten, ja, wer ist jetzt der Wichtigste unter uns? Ja, mega wichtig. Mega auftragsorientiert, oder? Aber Jesus hat mit diesen Jüngern zusammengeschafft. Und er hat etwas modelliert, wo eben all diese Typen Platz drin haben. Er hat die Gemeinschaft modelliert und vorgelebt, wo die Gefahr da ist, dass Ignoranz und Arroganz aufkommt. Wo die Gefahr da ist, dass es eine Bande, eine Horde von Wilden ist, die einfach irgendetwas macht, die am nächsten bei sich ist. Er hat die genommen und daraus ist etwas Grossartiges entstanden. Also wenn wir diese Personen vor Augen haben, vielleicht denkst du jetzt an deine Small Group oder sonst, an deine Family oder was auch immer, keine Ahnung, vielleicht ist es so ein Spiegel für dich, dann haben wir einen Auftrag in einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat einen Auftrag und um diesen Auftrag, die Banden zu bändigen, über das reden wir heute. Weil natürlich, wir wissen alle, es kann nicht einfach jeder kommen, wie er ist, aber es kann nicht jeder so tun, wie er will. Oder? Das kennen wir. Sind wir schon genug lang auf dieser Kugel unterwegs, dass wir das einfach wissen. Die Banden zu bändigen, dass das Potenzial, das wir auch letzten Sonntag darüber gehört haben, kann zum Vorschein kommen. Dass eine Gruppe entsteht, wo ein Team ist, eine Gemeinschaft, die trägt und wo das Ziel, das wir haben, dass wir aufblühen können, auch etwas ist, was passiert, was erreicht wird, was gesehen wird. Der Paulus, und ich nehme den gleichen Vers, den wir letztes Mal hier hatten, aus dem 1. Thessalonicher 5, der Paulus schreibt seinen Freunden dort genau in so eine Gemeinschaft hinein, eine Gemeinschaft mit ganz vielen verschiedenen Personen. Und die haben sich ja beschäftigt damit, ja, was sollen wir denn machen, bis Jesus wiederkommt. Jesus ist ja aufgefahren, nächste Woche, oder? Jesus ist aufgefahren und sie haben gewusst, er kommt wieder und sie haben gewartet. Und in dieser Spannung waren sie. Und der Paulus hat ihnen geschrieben, ruhig Blut, die kommen nicht zu kurz. Jesus ist gerecht, Gott ist gerecht, niemand kommt zu kurz da. Er hat Kontrolle, es kommt gut. In dieser Zeit, wo ihr wartet auf Jesus Wiederkunft, und wir warten bis heute, oder? Lebt doch ein Leben, das würdig ist. Lebt ein Leben, wo ihr euch gegenseitig helft im Glauben.
haltet Frieden untereinander. Und dann holt er ein paar Sachen raus, wie man in dieser Gemeinschaft mit diesen verschiedensten Menschen Frieden untereinander behalten kann. Und vorher sagt er, das sind die Menschen vom Licht, leben entsprechend. Und um das drehen wir uns heute. Im Vers 11 steht, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Haltet Frieden untereinander. Das ist so die Vorgabe. Und dann kommt die Mahnung da rein, wie wir das machen können. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Also der Paulus hat gewusst, als er das geschrieben hat, das ist nicht ganz einfach. Ja, habt Frieden miteinander. Und er hat noch ein paar Worte nachgeschoben. Er hat ein paar wichtige Worte nachgeschoben. Auch das ist eine Liste, die nicht ganz abschließend ist, aber die so zeigt, wie die Gemeinschaft kann funktionieren mit so vielen verschiedenen Menschen. Das erste ist Ermahnung. Hoppala. Also er ermahnt uns, das ist mal wie so die Grundlage, also das Ganze ist eine Ermahnung an uns als Gemeinschaft. Schaut dafür. Und dann sagt er, weiset die zurecht. Weisst, die ein ungeordnetes Leben führen. Okay, das ist ein Auftrag. Wir können heute in unseren Worten sagen, die ihren Pflichten nicht nachkommen. Wir mögen euch erinnern, die waren in dieser Spannung und haben das Gefühl, Jesus kommt jetzt gerade wieder. Und die einen haben, glaube ich, einfach ihre Werkzeuge schon weggelegt. Geld verdienen lohnt sich nicht. Jesus kommt gerade wieder, den kann ich so nicht mehr ausgeben. Essen holen brauche ich nicht. Familiensorgen brauche ich nicht. Jesus kommt ja gerade wieder. Und es redet so ein bisschen in diese Situation hinein und es sagt, nein, kommt euren Pflichten weiterhin nach. Und als Gemeinschaft schaut, dass die ihren Pflichten nicht mehr nachkommen, wieder den Vater wieder aufnehmen, wieder anfangen, wieder das Werkzeug in die Hand nehmen. Heute sind wir noch ein bisschen weiter, wir wissen, 2000 Jahre später rund, ja, das könnte auch noch ein Zeitchen dauern, oder? Und gleich haben wir auch Ziel. Wir haben auch einen Wunsch über unserem Leben. Wir wollen aufblühen. Wir wollen, dass Menschen um uns herum aufblühen. Wir haben einen Auftrag. Und ich würde es gerne in die heutige Zeit übertransportieren und sagen, hey, ermahnet einander in eurer Gemeinschaft, wenn ihr den Auftrag, wenn ihr euer persönliches eigenes Ziel aus den Augen verloren habt, wenn ihr drauf und dran seid, das, was ihr eigentlich wollt, fortschießen, dann ist eine Ermahnung in so einem Team, in so einer Gruppe, absolut am richtigen Ort. Nicht um meine Meinung allen aufzudrücken, das ist nicht das, manchmal wird es ein bisschen verwechselt, sondern zu sagen, du hast doch ein Ziel. Mir dünkt es, du kommst ein bisschen weg vom Weg. Oder mal fragen, bist du immer noch unterwegs in die Richtung? Und für das müssen wir einander kennenlernen, wir müssen voneinander wissen, was wir wollen in unserem Leben. Das erste, Ermahnung. Ein bisschen knifflig, aber extrem lohnenswert in so einer Gruppe von Menschen. Das zweite, ermutigt die, die es ihnen an Selbstvertrauen fehlt. Ermahnung und Ermutigung ist in der Bibel oft sehr nach, zum Teil sogar das gleiche Wort. Und es hat eigentlich auch die gleiche Ausrichtung. Es ist beides auf ein Ziel bezogen. Hey, du willst dorthin kommen, dann ermahne ich dich jetzt, oder dorthin zu gehen. Und die Ermutigung ist ein bisschen anders angesetzt, aber das gleiche Ziel. Dann ermutigt dich zum Kommen. Also vielleicht wagst du es nicht, du traust es selber nicht zu. Du fühlst dich nicht imstande. Und dann ist eine Ermutigung das Richtige. Es hat so eine aufbauende Art, die Ermutigung. Und so eine Gemeinschaft darf auch mal ermutigend sein. Jemandem zulassen, der wankt, der innerlich vielleicht in Spannungen ist, der schwach ist innerlich. Und dann aussprechen, hey, du schaffst es, wir glauben daran. Wir sind zusammen da drin, wir beten für dich oder was es auch immer braucht und wie lange es das auch immer braucht. Manchmal 2-3 Worte und dann ist es wieder gut und manchmal geht es effektiv auch ein bisschen länger. Der dritte Punkt, helft den Schwachen. Ganz eine einfache Ansage. Hilf den Schwachen. Die Gruppe soll den Schwachen helfen. Wer sind denn die Schwachen?
Dort mal, wo der Text geschrieben wurde, kann man davon ausgehen, dass es die waren, die sozial ausgegrenzt waren oder extrem schwierige Umstände hatten, die nicht, sage ich jetzt mal, ein normales, geordnetes Leben haben führen können. Und man war bemüht, ganz konkret zu helfen, damit die Leute ein gutes, würdiges Leben führen können. Ich glaube, das ist heute noch der gleiche Ansatz. Aber heute sind vielleicht die Schwachen, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Vielleicht sind es auch die mit Situationen in ihrem Leben, die echt schwierig sind, natürlich. Aber der Schwache kommt heute manchmal schon ganz stark entgegen. Vielleicht ist der Schwache ja der Geld wie Heu hat, an dem scheitert es nicht. Der Lebensumstände hat, dass es kläfft und tätscht, wir werden alle eifersüchtig. Aber jeden Abend schläft er einsam ein. Und er weiß gar nicht, was er da soll. Vielleicht ist das der Schwache. Schwachheit kann uns alle mal treffen. Schwachheit ist auch nicht unbedingt an Versagen gekoppelt. Also ein Schwacher ist nicht ein Versager, sondern Schwache sind Bedürftige oder sind Menschen, die in dieser Situation, in diesem Moment bedürftig sind. Und das kann in so einer Gemeinschaft auch mal wechseln. Und es kann auch mal anders aussehen, als es effektiv ist. Der 4. Punkt ist Geduld. Geduld mit allen. Cool, wenn es noch das ist. In diesem Text kann man schon davon ausgehen, dass er seid geduldig mit denen, die Ermutigung und Ermahnung brauchen, seid geduldig mit denen, die schwach sind und Hilfe brauchen, aber seid geduldig mit allen. Und wir sind doch ein paar da drin, und das sind noch lange nicht alle. Der Aufruf ist glasklar. Wir sollen geduldig sein. Und wir fordern das raus. Und jetzt, das ist ja ein Wort in die Gemeinschaft hinein. Jetzt nicht geduldig mit denen, die Jesus nicht kennen. Das versteht sich dann vielleicht noch von selber. Aber auch mit denen, die da innerhalb dieser Gemeinschaft sich bewegen. Mit unseren Geschwistern, wie wir so schön sagen. Mit dem, der immer das gleiche Problem hat. Jahr für Jahr, Woche für Woche mit dem gleichen Kunden. Und wo man so denkt, ja, du willst ja gar nichts machen. Geduldig sein mit dem. Geduldig sein mit dem, was wir schon 70 Mal ermahnt haben, im Gleichen. Und das schnallt es immer noch nicht. Geduldig sein. Oder auch Hilfe. Oder irgendein ist dir auch genug. Geduldig sein. Geduld bedeutet nicht ignorieren, wenn etwas nicht gut ist. Geduld schaut nicht einfach weg. Aber Geduld bedeutet beständig dranbleiben. Mit dem, was wichtig ist, in Liebe zu ermahnen, zu ermutigen, zu helfen und weiter den Weg zu gehen. Das kann manchmal noch recht anstrengend sein. Und am Schluss, der coole Satz, achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern tut immer Gutes. Da kommen wir an den Kern vom Evangelium her. Böses mit Bösem vergelten, das wissen wir, die Spirale kennen wir, oder die Gewaltspirale, das funktioniert recht gut, wenn du willst, dass es richtig schnell eskaliert. Dann musst du einfach holen, zurückholen, wieder zurück und dann explodiert es, oder? Das kennen wir aus der Weltgeschichte, vielleicht auch aus unserer persönlichen Geschichte. Dass das nicht so schlau ist, wissen wir, aber der Paulus geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, nicht nur einfach nicht vergelten, sondern tut in jeder Situation, wenn es immer irgendwie geht, Gutes. Er redet hier von Vergebung. Er redet hier von Vergebung innerhalb von dieser Gemeinschaft. Und er geht einen Schritt weiter als einfach nur ignorieren, wenn etwas nicht gut ist, sondern mit dem Guten darauf reagieren. Manchmal provozieren wir einander, manchmal machen wir uns gegenseitig Schmerzen und wir verletzen uns. Und das ist nicht gut. Das muss man nicht so sagen, dass das gut ist. Aber es zieht uns in die Versöhnung, in die Vergebung hinein. Dass ich, wenn ich versöhnt bin und anderen vergebe, selber am meisten davon profitiere, das haben wir hier schon mehrfach erwähnt. Das ist irgendwie das Geheimnis in dem. Also wenn wir den Bericht oder die Aufforderung von Paulus lesen, dann sehen wir diese paar Sachen. Und wir denken, ja logisch, nichts leichter als das. Ich möchte es als etwas einordnen, das wir alle kennen. Nicht einfach eine To-Do-List und sagen, du musst das und das machen, dann kommt es gut mit der Gemeinschaft. Wenn du das nicht machst, dann bist du schuld, dass es nicht funktioniert. So läuft das nicht. Wir brauchen alle einander. Und was der Paulus hier formuliert,
ist eine Art eine Knigge. Das kennen wir am Tisch daheim, oder vielleicht, wenn wir nicht daheim am Tisch sind, noch ein bisschen mehr. Eine Knigge, ein Verhaltenskodex, der uns hilft, wenn wir es einhalten, ein gesittetes, ein gutes, ein konstruktives Miteinander zu haben. Der Knigge definiert nicht, was wir alles genau zu tun haben, sondern es definiert, wie dass wir miteinander kutschieren. Und der Paulus geht über einfache Verhaltensformen aus und sagt sogar, bei uns sind wir bereit, einander um mal ins Leben hineinzureden, um mal etwas zu sagen, wo vielleicht mir wehtut, wo dir wehtut, dann wieder vergeben und das Ganze. Und er sagt, das ist zugelassen, das gehört dazu. Und so, das ist so sein Vorschlag, sagt er, hey, schaut, so wird aus dieser Horde, aus dieser Bande von Menschen, die alle sich um sich drehen und jeder will noch ein bisschen mehr vom Kuchen, eine Gemeinschaft, wo das gegenseitige Interesse echt ist, wo das passieren kann, was wir uns so wünschen in dieser Gemeinschaft, auch in dieser schönen Vorstellung von Gemeinschaft, dass Menschen aufblühen können. In dieser Gemeinschaft wird man gehört. In dieser Gemeinschaft darf man Schwäche zeigen. Und es ist nicht sein Untergang, wenn man das zeigt. Es wird nicht auf einen umgetrampelt. Die Menschen, die ich am Anfang skizziert habe, die müssen sich nicht verleugnen. Das ist nicht der Anspruch von diesem Text. Es gibt Persönlichkeiten, wir alle haben Persönlichkeiten, wir haben unsere Stärken und andere Sachen, oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Schlagseiten kennen und uns dann auf Augenhöhe an den Tisch begeben. Mit der nötigen Demut hineingehen. Vielleicht eher fragend als belehrend. Uns nicht in den Mittelpunkt hineinstellen und es aushalten, wenn mal jemand anderes im Mittelpunkt ist. Die einen müssen vielleicht eher lernen, ihre Impulse zu kontrollieren, nicht den ersten Gedanken reinzuhauen und zu sagen, jawohl, genau so und jetzt, oder? Und andere müssen vielleicht lernen, dass ihre Impulse vielleicht eine gewisse Relevanz haben. Und alles auf Augenhöhe an diesem Tisch. Das Verhalten an diesem Tisch, wo Menschen vom Licht würdig ist, bedeutet, unsere Schwächen annehmen, unsere Art und Weise annehmen, aber immer wieder auch einen Schritt zurück zu machen. Und ich glaube, dann entsteht eine Gemeinschaft, die Ausstrahlung hat. Wir haben vorher gesungen, die Stadt auf dem Berg. In dieser Stadt auf dem Berg haben wir Charakterköpfe. Wenn sich die selber einfach loslassen auf die Menschheit, dann passieren Sachen, die nicht cool sind. Aber wenn jedes in dieser Stadt auf dem Berg lernt, nach der Knigge in dem Sinn zu leben, wo der Paulus vorschlägt, dann darf etwas entstehen. Dann werden die Schwächen zu Stärken, wenn sie richtig eingesetzt sind. Und es lädt ein. Menschen sind inspiriert und sie kommen hierher. In die Gemeinschaft. Der Anspruch an die Gemeinschaft ist gross und ich komme langsam in die Zielgerade. Zu Recht, weil die Gemeinschaft die muss auch einiges verheben. Wir haben letzte Woche gehört, die Gemeinschaft, dort passieren Verletzungen, aber auch heilig. Heiligere Gemeinschaft, was für ein Anspruch. Und ich würde gerne noch ein bisschen mehr ausführen, was die Gemeinschaft noch alles müsste, aber am Schluss landen wir doch wieder beim Mehr. Und es ist eben die Gemeinschaft um mehr. Und ich weiss es wäre mega demütig zu sagen, ja, spielt keine Rolle, ich bin nicht relevant. Nein, du bist eben relevant. Weil in dieser Gemeinschaft sind Persönlichkeiten und du bist auch eine Persönlichkeit. Also geht der Wunsch, das Ermutigen, Ermahnen, sich helfen, geduldig sein und gut zu tun, geht an die Gemeinschaft raus. Und ich hoffe, dass alle in meiner Gemeinschaft das so machen. Und ich sage mir selber, ich bin aufgefordert, das auch so zu machen. Einerseits anzunehmen, wenn mal eine Ermahnung kommt, selber auch mal zu ermahnen. Ich weiß nicht, wie gerne dass die das machen. Aber es ist mega wichtig, dass die Gemeinschaft nicht oberflächlich ist. Nicht einfach so ein bisschen etwas ist. Dass wir den Mut zusammennehmen und probieren, einander wirklich ein Gegenüber zu sein. Abstand von sich zu nehmen, zuzuhören, nachzufragen und vielleicht irgendwann später auch noch seinen Senf dazugeben.
Etwas, was in dieser Gemeinschaft extrem wichtig ist, und das ist jetzt auch wieder, du bist angesprochen, weil das ist das, was du bei dir machen kannst, ist Kommunikation. Oft denke ich mir, in diesen Gemeinschaften kommen Spannungen auf, weil nicht kommuniziert wird. Nicht kommuniziert im Sinne von, ich finde das blöd und das cool, das wird oft schon kommuniziert. Aber so die Frage, hey, was brauche ich denn? Was ist denn mein Wunsch an diese Gemeinschaft? Ich muss das wissen von den Leuten, die sich mit mir in meiner Gemeinschaft bewegen. Das ist mir wichtig. Und es ist mir auch wichtig, dass die Leute das von mir wissen. Weil das ist nicht auf meine Stirn geschrieben. Auch im 2023 noch nicht. Kommunizieren ist ein wichtiger Bestandteil, dass die Gemeinschaft überhaupt funktionieren kann, dass man aufeinander zugehen kann. Zuhören, ja, aber auch kommunizieren. Konkret, in GVC haben wir diesen Auftrag angenommen. Wir sagen als GVC, wir sind eine Kirche. Wir haben gestern eine kurze Reise zur Kirchengeschichte gemacht. Das sieht verschieden aus. Heute sieht es bei uns so aus. Das ist ein Versuch. Das ist ein Versuch, den Boden zu schaffen, dass die Gemeinschaft stattfinden kann hier. In den Groups, hier im Gottesdienst, dann nachher beim Mittagessen, draussen durch den King spielen, wo es mal zu laut und mal zu leislich ist. Wir probieren, solche Gemeinschaft zu gestalten. Und du bist herzlich eingeladen an diesem Tisch mit uns allen. Und es tut mir leid, wenn an diesem Tisch Menschen sind, die darüber ausschießen. Und ich hoffe, dass man es ansprechen und klären kann. Aber ich glaube, es gibt nichts Schönes, als in so einer Gemeinschaft unterwegs zu sein, wo das Potenzial da ist, dass man die einen darüber ausschießen. Aber wir aufeinander Acht geben und unsere Unarten können ablegen und das Schöne von unseren Stärken nicht vorkommen. Das ist von Gott auch geschenkt. Ich bete zum Schluss. Ja, Jesus Christus, du hast die Gemeinschaft gestaltet. Du hast es nicht einfach darauf abgekommen, sondern du bist aktiv gewesen, du hast es geleitet. Und ja, in der Bibel sehen wir viele von diesen Menschen mit ihren Unzulänglichkeiten, mit ihren Stärken und Schwächen, vielleicht manchmal vor allem die Schwächen. Und du bist mit denen unterwegs gewesen. Und so wollen auch wir miteinander unterwegs sein. Niemand von uns ist Jesus, das heisst, wir hocken alle an diesem Tisch mit der gleichen Bedürftigkeit, mit den gleichen Unzulänglichkeiten. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was unsere Rolle sein kann, dass die Gemeinschaft funktioniert, dass Menschen aufblühen in dieser Gemeinschaft. Dass eine Small Group bei allem Ärger, was möglich in uns manchmal ist, ein Ort darf sein, wo Menschen gehört werden, wo Menschen heimkommen dürfen, wo Menschen mit dir in Verbindung kommen. Das Gleiche beim Gottesdienst und am Tisch da hinten oder wo auch immer wir Gemeinschaft leben. Vater, ich bitte dich, dass es da leuchten, weil da Vergebung ist, weil da Frieden ist. Es bist du, das schenkt. Und es sind wir, die manchmal einen Schritt zurück machen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst in dem. Amen.